Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Frisch aus dem Bett aufgestanden versuche ich mich direkt einmal weiter zu questen. Und zwar sind wir da stehen geblieben bei Feldversuchen. Wir müssen versuchte Virkulen besprühen. Okay, wir müssen sie irgendwie mit einer Seuche besprühen. Und wahrscheinlich passiert dann das gleiche wie mit der Dracheneier in der letzten Folge. Durch das können wir dann irgendetwas einsammeln, was wieder geht. Geht nach Haldrin und verwendet das Seuchenspray auf 10 verseuchte... Ah nein, das sind schon 10 verseuchte Virkühle, Drachenschinderam. Okay. Ich muss mir jetzt mal ein Bild machen vor Ort, dann komme ich auch besser klar, was da genau vor sich geht. So, wir sollten eigentlich gerade da sein. Hallgrins, ja. Okay, also wie funktioniert das jetzt? Das ist jetzt ein verseuchter Runenmagier, der Drachenschinder. Dann muss ich jetzt auf den einfach eigentlich den Spray ansetzen. Jetzt probiere ich das gerade mal aus. Ich muss näher ran. Ja, okay. Solchen Spray. Okay. Aber das hilft ihm ja mehr als. Der wird ja dann grösser und böser. Oder hat er Leben verloren? Bin ich jetzt völlig lost. Oh Mann, oh Mann. Versuchen wir es gerade beim nächsten nochmal aus. Also, einer von 10 haben wir schon mal. Also funktionieren tut's. Aber was da genau passiert, da komme ich jetzt nicht genau durch. Okay, nein, er wird ja grösser und böser. Okay. Und, oh nein, der hat ja nur noch 760 Leben. Alles klar. Ja, die haben ja sonst so wenig Leben. Hä? Also was das soll bringen, das weiß ich jetzt gerade momentan nicht. Komm, dann spreche ich gerade den auch noch ein. Also die Quest geht ziemlich gut vorwärts. Wir haben halt ein paar mehrere aufs Mal, die wir da gerade einsprayen können. Anstatt an die Wand tun wir sie mal mit Graffiti besprayen, zu dieser Art. Ja, zuerst sprayen ich euch alle ein. Bringt das ja gar nichts. Ich muss einfach schauen, dass ich das auch überlebe. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade alle eingesprayt. Dieser komischen Seuche. Okay, jetzt haben wir schon mal 8 von 10. Das ist aber recht zügig gegangen. 8 von 10, dann nehmen wir gerade die zwei als letztes Opfer. He? Einmal dich und einmal dich. Nice, dann hat das super funktioniert. Dann haben wir die Quest eigentlich schon souverän erledigt. Dann würde ich sagen, wir machen uns direkt mal zu der nächsten Quest. Und zwar Tracheons Gastritis. Auswirkungen der Seuche bei Protodrachen gesehen. Wir müssen da machen. Seuchen bringen Tillingast im neuen Agamant. Möchte, dass sie mit Tillingasts verseuchtem Fleisch einen Protodrachen anlockt und verfolgt, wie er auf das gefressene Zeug reagiert. Okay, alles klar. Also wir tun irgendjemand verseuchtes Fleisch anrühren an einem Drachen und wie es aussieht, müssen wir den einfach verfolgen und mal güchseln, was er so vorhat mit dem. Das sollte ja eigentlich gut machbar sein, das sind eigentlich solche hier oben, Protodrachen. Persönlich würde ich sagen, ich platziere jetzt da einfach mal das Fleisch und stehe mal ein bisschen zurück. Und dann mache ich mich schon mal aufs Reittier. So, der ist das jetzt. Ah, muss ich ihn gar nicht verfolgen, sondern... Ah, ich muss die gar nicht verfolgen. Okay, alles klar. So kann man natürlich eine Quest auch schnell erledigen. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade dahinter. Bei dem Typ da haben wir ja die Toten stehen auf. Dann müssen wir verschiedene Hinweise sammeln. Und das haben wir ja eigentlich souverän erledigt mit den Federn auf dem Schild oben und so weiter. Dann gehen wir bei ihm schnell eine Quest abgeben und dann machen wir uns gerade zurück darüber und schauen nach, ob es dort noch weitere Quests für uns gibt. Und sonst bin ich mir wirklich gerade momentan am Überlegen, ob ich mir ein Dungeon antun soll. Um vielleicht mal leveltechnisch ein bisschen schneller dranheben. Aber das schauen wir uns. Ich überlege es mir noch. Orphus von Kamugwa im Hollenden Fjord möchte, dass ihr Orphus Bündel nach Kamugwa Uran Atukio bringt. Okay, also wir haben da wieder irgendein Pöstchen, das wir bringen können. Also Post überbringen. Jetzt ist schon die Frage, weil das halt gerade so nah ist. Aber ich gehe davon aus, dass da noch ein paar Quests für uns hat. Machen wir uns lieber zuerst zurück auf den Weg dafür. Dann kann ich da die zwei Quests mal noch abgeben. Das sind ja Tracheons Gastier und Feldversuch. So, 2 von 12 Kapitel haben wir schon abgeschlossen. Wir sind ziemlich gut dran in der Hollenden Fjord. Wir sind ja momentan Level 62. Da fehlen auch nicht mehr allzu viel. Das sind noch 58 Level, bis wir mal unser 120 haben. Ich freue mich schon tierisch drauf. Da vorne wartet es dann auch schon auf uns.
Neue Talent haben wir nämlich ab Stufe 75 dann. Das geht noch ein Zeitchen. 13 Level. Da brauchen wir sicher noch ein paar Völgeli dafür. Aber ich behaupte, wir sind da nicht mal so schlecht dran, gell? So. Wo versteckst du dich? Da hinten. Sally, Seuchbringer, Till... Wie heißt du? Ich sehe seinen Namen gerade nicht. Ja, egal. Geben wir einfach mal unser Zeug ab und gut ist. Muss ich auch mal schauen, jetzt habe ich etwas Neues bekommen. Nice! Ein bisschen Teile. Die ziehen wir natürlich auch gerade mal noch an. Was jetzt? Und dann haben wir da noch Quest beenden. Sprecht mit Eisenjäger Jenny in Neu-Agamand. Eine neue Seuche. Wir haben da gerade nochmal ein Kapitel abgeschlossen. Jetzt haben wir 3 von 12 schon mal zusammen. Das ist der ist da hinten irgendwo. Oh, das ist der. Okay, alles klar. Lappi macht Augen auf. So, da haben wir eine neue Hand über. Auch sehr gut. Was ist los? Wir kommen super Gegenstand über. Da können wir uns wirklich das Dungeon mal momentan ersparen. Eisensäger Jenny neu Agamand. Möchte, dass ihr 6 Schaufelbarbänder und 1 Pfund frisches Fleisch besorgt. Okidok, das sollte eigentlich gerade da vorne sein. Da schön einmarkiert, wo wir ran müssten. Müssen wir ein bisschen etwas besorgen. Ein Schaufelbauerband. Was ist denn das Schaufelbauerband? Schaufelbauer... Ah, das sind die da, hä? Ich würde sagen, wir kümmern uns zuerst mal um den da, weil der ist ein aggressiver. Die da einen sind neutral. Also wenn der uns da im Weg reinkommen, dass wir trotzdem noch eine Chance hätten. Jetzt viele Mal sind. Jetzt schauen wir uns das mal an. Okay, der hat uns jetzt gar nichts davon gedroppt, was wir brauchen können. Die Frage ist jetzt, ob es noch wirklich von denen bräuchten. Das ist jetzt eben gemütlich. Bei den Neutralen kann man wirklich einen nach dem anderen rauspicken. Es interessiert keinen. Die spazieren einfach weiter, als gäbe es gerne morgen. Okay, von denen komme ich das auch nicht über, aber da kann man schön noch kürschern. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal mit denen. Weil das sind ja Schaufelhauer. Und das heisst Schauflerband. Pfur und Pfund frisches Fleisch. Ich würde mal behaupten, das kommen wir von denen über. Ich habe kein Ziel. Wenn wir da ein... Das ist ja ein Kalb. Schauferbauerband. Die heissen Schaufer. Also... Come on! Gib mir einen Hinweis, ob ich von euch das Zeug bekomme. Ein Ziel. Jawohl! Also in dem Fall von den Kleinen. Die Grossen haben wir gar nichts gegeben. Dann versuchen wir es wirklich mit den kleinen Kalb. Kalb wird ja eigentlich, wenn ich mich nicht täusche, hauptsächlich eher bei Kühen eingesetzt. Kleines Kälbli. Dass das jetzt auch so im WoW wieder auftaucht, nicht schlecht. Irgendetwas. Oh yes. Okay, alles klar. Sturmriese. Ich habe gerade gedacht, oh, der Boden ist da am Rumpippen wie nichts. Dem gehe ich aber definitiv aus dem Weg mit 56.000 Leben, wie der hat. Das gibt uns mit tierisch Neues auf den Keks, der Löli, und auf das habe ich gar keine Lust. Nee. So. Dann haben wir da gerade nochmal eine kleine Horde, aber ich probiere es jetzt trotzdem noch mit den grossen auch. Ja gut, wir sind jetzt gerade miteinander beschäftigt, dann ignorieren wir die. Ah, falscher Knopf. Oder? Nice. Aber das ist sehr gut, dass die wenigstens auch noch kürschen können. So können wir wieder mal ein bisschen Sachen für uns einsammeln zum Kürschen. Wir sollten uns nämlich auch mal um unseren Beruf noch ein bisschen kümmern, vielleicht mal ein paar Sachen aufstecken. Aber das nimmt alles ein bisschen Zeit in Anspruch, weil ich da natürlich einen ziemlich guten Vorrat an diesen Sachen gesammelt habe. Jetzt alle zusammen. Gerade beide miteinander. Ja, hoppla Schorsch. Ja, komm. Wir wollen unsere Vögel gerade wieder für dich. So, dann kann ich mich da um dich schon mal kümmern, schon ein bisschen rumkürscheln. Hier das Fell über die Ohren ziehen. So, nein, die Grossen geben uns wirklich nichts. Ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass das nur die Kleinen uns geben, aber auch nur bedingt. Und die Frage ist näher, wo komme ich das Pfund frisches Fleisch noch über? So, nein, von dir haben wir jetzt auch nicht bekommen. Ich glaube, ich muss da wirklich einfach ausrotten, hoch 10. Also ich meine, wir haben 2 von 6. Jetzt frage ich mich gerade, wo ich das vorher eingesammelt habe, oder ich jetzt wirklich blind war und das nicht mitbekommen habe. Oh, langsam habe ich es im Griff da mit dem Jäger, habe ich das Gefühl. Also das ist nur mein Gefühl, oder? Aber ich weiss nicht, wie das im so großen und Ganzen aussieht. Ich glaube, da gibt es schon einige bessere... Ah, Schäferlock, haben wir gerade 2 bekommen, nice. 4 von 6 haben wir schon mal. Von wem kommen wir eigentlich das Fleisch über? Das wäre noch eine gute Frage.
So, ich sehe da jetzt gerade momentan nirgendwo mehr da vorne, sehe ich noch. Einen einzelnen, aber ich würde mich lieber gerne wieder um so eine neutrale Gruppe kümmern. Ah, da haben wir gerade wirklich dann wieder mehrere. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns zuerst mal um den Grossen da. Der greift uns ja so oder so an, die kleinen Modden. Nice. Wir haben gerade noch eins bekommen. Also wir bekommen es wirklich von jedem über. Das hat sich gelohnt, dass wir wirklich alle eigentlich umnieten. Komm, du gehst als Letzte. Nein! Voll daneben, voll daneben. Ist doch nicht das Letzte gewesen. Mann. Komm on, bist du der Letzte? Aha, ja. Da haben wir schon den Letzten. Jetzt kommt aber die grosse Frage der Fragen. Das Pfund Fleisch. Wo bekomme ich ein Pfund Fleisch? Das komme ich eher da vorne über. So, jetzt ist jemand da ins Haus reingekommen. Hei. So. Pfund Fleisch. Pfund Fleisch sollte ich in diesem Gebiet bekommen. Okay. Die haben wir jetzt wirklich die ganze Zeit getötet und die haben mir jetzt kein Fleisch gegeben. Dann ist eher die Frage, gibt es da noch irgendein anderes Tier oder kommt das doch auch von denen? Vom Fleisch. Und ein Pfund frisches Fleisch. Schaufel, Hauer, Bänder und ein Pfund frisches Fleisch. Okay. Die Hinweise helfen mir natürlich ziemlich gut. Weiter die Frage ist, ob ich noch mehr von denen muss töten und die geben mir denn das? Oder habe ich denn da irgendwie Fleisch schon mal bekommen? Nein, da haben wir nur Flanken von ihnen bekommen und kühles Fleisch. Kühles Fleisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat doch keine anderen Tiere in dem Gebiet. Und gegen den da vorne muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen gegen den Sturmriesen. Dann zeigt es mir auch an, wenn ich da unten drücke, da ganz unten rechts. Weil zeigt es mir auch an, so Fragezeichen. Also wirklich einfach eins zu gross für uns. Gegen so einen muss ich mich nicht anlegen. Nein. So. Komm, ich suche da mein Pfund Fleisch. Von wem bekomme ich das? Muss ich das von dir kaufen? Das kann natürlich auch sein. Pfund frisches Fleisch! Oh mein Gott! Ich habe das jetzt gar nicht erwartet. Ich habe gedacht, das ist voll lost, was ich da gerade betreibe. Aber wie es ausgesehen hat, dann doch das doch gestummen. Da läuft irgendein Händler und verkauft Fleisch. Da haben wir das schon mal gut herausgefunden. Dann haben wir die Quest nämlich auch schon gemütlich erledigt. Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil Hauptziel, nochmal ein Level up, und zwar Level 63 pro Folge, mindestens ein Level. Muss einfach sein. Dass wir da ein bisschen gut vorwärts kommen. So. Jetzt hat es mir das Fragezeichen hier angezeigt, jetzt zeigt es mir da hinten an. Gut, ich bin ein Löli, ich habe sie vorher da hinten angenommen, dann sollte ich auch selber drauf kommen. Ich hab nicht ewig Zeit. Ja, das freut mich für dich, aber da muss man jetzt zuhören. So. Benutzt die Monstrositätenbausatz in Hallgrim und tötet mit Hilfe der hirnlosen Monstrosität 20 versuchte Wirkul kehrt nach Neu-Agamand Eusensäge Jenny zurück, sobald ihr fertig sind. Wir würden nochmal eine neue Teile bekommen, aber wir haben jetzt gerade vorher nochmal eine ziemlich gute erhalten. Jetzt muss ich mal schauen, wo das sich befindet. Ah, das ist die richtig. Ich würde sagen, wir kümmern uns gerade mal schnell um die Quest und sobald wir dann hier fertig sind, machen wir uns auf ins nächste Dorf und zwar ins Kamagua. Da hinten, jetzt ist ja das wahrscheinlich das lustige Volk. Also die sehen sehr speziell aus. Ich finde die mega herzig. Aber das sehen wir ja dann, sobald wir dort über müssten reiten. So. Oder fliegen. Besser gesagt fliegen. Wir fliegen ja. So 20 Stück von denen müsste ich jetzt töten. Ah, da sind wir jetzt vorher gewesen. Nein, das hat nichts mit denen zu tun. Benutze ein hinlosen Monster bei... Nein, das kann ich so nicht einsetzen. Ah, das muss ich außerhalb vom Kampf einsetzen. Okay. Monstrosität zusammen... Oh, was? Ja, hallo. Jetzt haben wir da nämlich so zwei Fähigkeiten. Donnerknall und versuchte Blutexplosion. Diese Fähigkeiten können wir jetzt momentan einsetzen. Ich würde sagen... Hallo? Aber ja. Was? Ja, ich habe schon gehofft, dass er ein bisschen mehr durchhebt, ehrlich gesagt. Das ist noch nicht bereit. Komm. Nein, wir sind in Kampf verwickelt. Wir können es jetzt nicht einsetzen, weil wir da in Kampf verwickelt sind gegen die da. Jetzt muss ich aber zuerst mal meine Reittiere wieder beschwören, sonst habe ich da gar keine Chance gegen die. Ah nein, jetzt hauen wir es wieder ab. Okay, alles klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt erwartet, er hält das ein bisschen mehr aus, aber er hat nur 1250 Leben.
Also auch eigentlich nicht allzu viel. Aha! Der sprengt sich so dann in die Luft. Alles klar, also die eine Fähigkeit ist dumm einzusetzen, weil dann sprengen wir uns selber in die Luft, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir die andere einsetzen. Oh meine Güte! Komm, lad auf. Wir wollen vorwärts machen. Hallo! Ich kann das noch nicht benutzen. Jetzt, alles klar. Also die Fähigkeit können wir aber wenigstens einsetzen, oder? Komm. Komm. Haut er nicht. Muss ich wirklich mit so in die Luft sprengen und so die dann töten? Okay. Alles klar. Das ist natürlich ziemlich speziell. Das ist zu weit entfernt. So, meine lieben Vögel, räumen den bitte aus dem Weg, bevor er bei mir ankommt. Ah, das hat nicht ganz gelangt. Naja, was soll's. So. Also ich verstehe immer noch nicht ganz genau, wie ich das machen muss mit dem... Also mit dem, fügt Gegner in der Nähe Naturschatten zu. Erhöht 3 Sekunden lang die Zeit zwischen ihnen angegriffenen, verringert zusätzlich ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Lässt euren hirnlosen Monster explodieren, wodurch alle in der Nähe befindlichen verseuchten Einheiten der Willkür getötet werden. Also das Beste, was ich eigentlich könnte machen ist... Und zwar... Ich sammle da eigentlich so viel wie möglich aufs Mal ein. Und bevor ich sterbe, lasse ich mich explodieren. Okay. Nimmt halt ein bisschen Zeit in Anspruch. Oder ich mache das auf eine gewisse Art völlig falsch. Ich gehe mal davon aus, etwas anderes wäre ein bisschen hirnrissig. Aber er hat einfach auch so wenig Leben. Wieso kann ich das nicht einfach selber machen? Für was, wieso muss... Ah, schau, da unten da sind ja die Fähigkeiten auch. Da muss ich nicht mehr extra da klicken. Palappi macht Augen auf. So. Komm, lauf! Lauf, lauf, lauf! Nice, okay. Funktioniert wirklich nicht so ganz, wie ich will. Ich kann das noch nicht benutzen. Aber ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie so anbringen. Muss man da... Gut, da tun wir ja explodieren. Zwischen ihrer Angriff und verringert zusätzlich ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Kann ich mich denn da einzeln um die kümmern? Komm, hau meist. Nein, das funktioniert wirklich nicht. Ich glaube, das ist die andere Strategie, dass wir da wirklich versuchen, die einzusammeln besser. Gut, wir haben jetzt schon mal 13 von... Wir haben schon mal 13. 13 haben wir schon von 20, das kommt ziemlich gut, das bringen wir gut an. Come on! Lauf, lauf, lauf! So. Aber wir haben da fast gar keine mehr. Wir haben fast das ganze Dorf ausgerottet oder so. 7 Stück brauchen wir noch. Okay. Bringen wir das an, bringen wir das zusammen? Hallo? Und 4. 5. Schauen wir einfach alle da rein. Das ist zu weit entfernt. Hä? Ah, er ist gestorben bevor... Oh Mann! Mann! Völlig lost. Versuchen wir es gerade nochmal. Das war jetzt ein bisschen dumm, dass wir da gerade gestorben sind. Ich dachte, das klappt eigentlich so weit gut. Also, come on! Die chillen da wirklich am Boden umeinander, bis ich komme. Und sie mindestens einmal anklicken. So, wir sind da gut abgehauen. So, dass wir da oben noch ein paar mehr sammeln. Nice, jetzt versuchen wir den da noch einzufangen und... Kaboom! 19! 19 von 20 haben wir. Das heisst nur einen einzigen. Das ist natürlich gut machbar. Ach du Löli. So. Da vorne ist unser letztes Opfer. Oh, da hat sich jetzt alles regeneriert in dieser Zeit. He? Das ist auch natürlich auch nice. Natürlich auch nice. So, voilà. 20 haben wir geschafft. Das haben wir gut erledigt. Dann würde ich sagen,
Machen wir uns zurück in unser Lager und geben mal gemütlich die Quest ab. Leck, ist das das ist jetzt auf eine gewisse Art und Weise mühsame Quest, auf eine gewisse Art und Weise ist es jetzt wirklich noch witzig gewesen. Sich selber da müssen in die Luft sprengen die ganze Zeit, um irgendwelche komische Wickel da, wie die heißen, töten. Aber naja, so. Dann sind wir da flott unterwegs und geben mal ganz kurz die Quest da vorne ab. Und dann schauen wir gerade nach, ob sie nochmal etwas Neues für uns haben. Sali, Quest beenden! Wir haben direkt nochmal ein Kapitel abgeschlossen. 4 von 13 haben wir in dem Fall jetzt. Das heisst für mich, ich mache mich direkt auf den Weg da hinten zu Uran, Atuki und Kamuga. Wenn wir gerade mal schauen, 9000. Nein, es lange nicht! Es lange wirklich nicht! Mann. Dann würde ich sagen, beziehen wir heute das Bier ein bisschen, meine Güte. Sicher mal bis dorthin. Da haben wir jetzt auch wirklich wenig Quests gehabt. Wir haben jetzt wirklich müssen mehr davon fliegen und schauen, dass wir einzelne Quests noch erledigen. Dafür haben wir jetzt 4 von 12 Kapitel schon mal abgeschlossen. Das ist natürlich ziemlich nice. Ich hoffe natürlich, dass wir alle 12 von 12, also alle 13 habe ich vorher, glaube ich, mal gesagt. Ich habe voll viel. Dass wir alle 12 Kapitel abschliessen. Das wäre natürlich mein Ziel. Ich bin halt so ein Mensch, ich sage mir immer, wenn ich anfange zu questen, würde ich gerne alles durchquesten. Das habe ich schon immer so gerne gemacht, weil man fängt sich auch Erfolg ein, man kommt eigentlich einfach, man kommt den Ruf ehrfürchtig gerade über und so weiter. In meinen Augen bringt es einfach am meisten. Und daher, ja. So. Was haben wir jetzt da? Genau, jetzt haben wir da noch neue Handschuhe bekommen, die können wir uns natürlich noch anlegen. Wir haben 2 Rüstungen, eine Beweglichkeit, eine Aus- und 3 kritische Trefferwerte nochmal zusätzlich bekommen. Die Teile würden uns halt jetzt anstatt kritischer Trefferwert Vielseitigkeit geben, aber ich bin halt wirklich mehr der kritische Trefferwert-Typ. Jetzt haben wir ja da momentan auch 26% kritischer Trefferwert, was schon ziemlich gut ist. Das heisst, jeder 4. Schuss von uns sollte eigentlich einen kritischen Trefferwert da lassen, also dort reinrühren. Und der kritische Trefferwert macht ja fast eigentlich immer doppelt so viel Schaden, als wir eigentlich normalerweise machen. Und das ist ziemlich nice. Ziemlich nice, ja. So, wo versteckst du dich? Da ein bisschen. Oh mein Gott, das sieht aus wie so Iglus. Genau, das Volk meine ich. Kamuga! Ich finde die einfach mega herzig irgendwie, das. Also, ich so... Ich weiss nicht, sie erinnert mich an irgendein Tier, das mir gerade nicht einfällt. Aber so Walrösser. Sind das Walrösser? Ja, Walrösser, glaube ich, so ich meine. Die haben ja so Haufen vorne runter und so. Aber das Volk gefällt mir mega. Darum würde ich sagen, freuen wir uns schon mal aufs Questen da. Und dann schauen wir gerade mal schnell, geben wir da die Quest ab. Quest beenden. Spricht mit Gregs Achsenbruch. Uran Atuka Kapagua im Hollenden Fjord möchte, dass ihr zur Insel der Speere geht und ihm 6 Stück Fleisch eines Inselschaufelhauers beschafft. Ja, das ist natürlich gar kein Problem. So, haben wir da gerade noch mehrere Quests, oder sind das nur die einzelnen? Ja, es sieht aus, als wären jetzt die einzelnen. Ich würde jetzt mal sagen, ich gehe zuerst mal mit dem da schwätzeln. Und die da irgendwo auf dem Wasser raus? Ja voll, ist der am Angeln, oder? Ah, okay. Das ist dann aber natürlich wieder ein völlig anderes Volk, das nichts mit uns zu tun hat. Mit denen. Sprecht mit Silbermond Harin im Halunk-Eck über die verschwundenen Virkul-Artefakte. Okay, und wo ist jetzt die? Was ist denn da unten? Hä? Wer da? Komm, es fehlt noch so wenig XP. Das sollten wir doch jetzt noch anbringen. Ich will meinen Soll erfüllen, vorher höre ich nicht auf. Gut, dann müssen wir, glaube ich, wieder um uns um die kümmern. Verstehe ich das richtig? Ja, voll. Dürfen wir uns wieder um solche kümmern. Jetzt haben wir nochmal etwas von ihnen einsammeln. Wir müssen auch Bänder oder irgendetwas haben. Von denen brauchen wir jetzt aber eher Fleisch. Fleisch eines Inselschauer. Erst etwas anvisieren. Die Drachenfalken mal aufheilen. Das kann man dann bald das Dilemma mit toten Drachenfalken. So, Eisfleisch haben wir schon mal. Und du gehst sicher gerade das zweite. Jawohl! Level 63. So, jetzt müssen wir aber noch schnell durchkürschern. So unser Beruf auch nicht darunter leidet. Tada! Irgendwie
levelt mein Beruf gerade momentan nicht mehr. Bin ich denn schon auf 300 oben? Das wäre halt die andere Frage. Nein, also eigentlich sollte das immer noch raufgehen. Sehr speziell, sehr speziell. So. Aber wie das genau jetzt weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn es wieder heisst, Runde WO mit im Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten, ich hoffe, es hat einigermaßen Spass gemacht. Bis dann. Ciao.